Was soll das heißen, der Angriff kam aus Japan? Wir sind Verbündete. Mr. President, diese Vorfälle sind Auswirkungen der höchst entwickelten Information Warfare-Angriffe, die wir je beobachtet haben. Die Japaner haben die Rakete abgefeuert, korrekt. Aber wir halten es für wahrscheinlich, dass der Start von einer privaten Sicherheitsfirma ausgelöst wurde. Und zwar von Displays International. Displays? Das ist Doug Shetlands Firma. Verdammt, wir haben Verträge mit denen. Shetland? Er war beim Marinen-Nachrichtendienst einer der besten Männer. Der Mann gehörte damals zum engeren Auswahlkreis für das Third Echelon-Projekt. Aber mittlerweile hat er seine Liebe zum Militär wohl auf Eis gelegt. Gerüchten zufolge hat ihn unsere Regierung als Bauernopfer für einen Zwischenfall verantwortlich gemacht, an dem er keine Schuld trug. Wir wissen nicht genau, was er vorhat. Können wir die Lage entspannen, bis genauere Erkenntnisse vorliegen? Vielleicht können die Chinesen dabei helfen. Hab dich! Echelon hat Doug Shetland vor 6 Stunden in Tokio aufgespürt. Er verfügt über ein Fahrzeug und er benutzt drahtlose Datenverbindungen. Den Daten zufolge, die wir bislang entschlüsseln konnten, steht er kurz davor, das Geschäft mit seinen japanischen Kontaktleuten über die Bühne zu bringen. Allem Anschein nach hat er mit ihnen ein Treffen in einem Badehaus in der Stadtmitte arrangiert. Wir müssen unbedingt herausfinden, mit wem sich Shetland trifft. Und wir müssen alles uns Mögliche unternehmen, damit er sein Geschäft nicht erfolgreich abschließen kann. Wir wissen mittlerweile, dass der Angriff, der die Walsh versenkte, über Seoul aus... Fischer, ich habe hier eine Anfrage von Frances Cohen. Was will sie denn? Sie hat wohl schon über einen längeren Zeitraum ohne Erfolg versucht, jemanden in das Badehaus einzuschleusen. Sie will die Telefone abhören, um mehr über die roten Nishin herauszubekommen. Sie lässt fragen, ob du die Telefonleitungen anzapfen kannst, die sich im und um das Haus herum befinden. Na, wenn es für Francis ist, schon so gut wie geschehen. So, es heißt, wir sollen in das Badehaus eindringen. Weißt du? Zudem sollen wir Telefonleitungen anzapfen. Hier ist nicht. Und da suchen schon wieder. 3 Stück sind unterwegs. Gibt's das? Ja, das kann ja schon wieder lustig werden, wenn die schon wieder suchen. Aber das vergeht ihm gleich. Was treibst du hier? Oh Mann! Wir sollen die DSL-Verbindung überprüfen, um sicherzustellen, dass es keine Interferenzen gibt. Warum? Will Shetland sich ein Netzwerk aufbauen? Ja, es geht um etwas, das er Subnetz nennt. Ein mobiles, drahtloses Netzwerk, das zwischen den regulären Funkfrequenzen liegt. Ist nahezu unmöglich, es anzuzapfen. Danke für deine Mitarbeit. Kein Problem. Gut. Und was hat er da gemacht? Ach, Telefonleitung. Also so schauen die Dinge aus. Gute Arbeit, Fischer. Das war die erste Telefonleitung. Versuch auch die anderen anzuzapfen. Die anderen, also gibt's von denen mehrere. Pass auf, da geht ein Licht da. Wie kommen wir an dem vorbei? Moment, das machen wir doch ganz schnell. Machen wir so und dann ist es vorbei. Da haben wir noch gar nicht lang umeinander. Das hält uns alles gerade auf. Und jetzt sind wir im Kanal, oder? Hier stinkt's. Nur noch mal zur Erinnerung, Sam. In dem Badehaus sind einige Zivilisten. Du darfst auf keinen Fall, ich wiederhole, auf keinen Fall einen Zivilisten töten. Wird vorsichtig sein. Sei bitte mehr als nur vorsichtig. Sei eher so wie Gandhi. Geht klar, Sir. Also Zivilisten sollen wir, wenn möglich, kann ich töten. 7 Ende.
Aber Terroristen dürfen wir töten. Was haben wir denn da schon? Ach, da sitzt einer. Aber nicht mehr lang. Mist! Ich habe einen Streifschuss abbekommen! Gut, da war das Regal dazwischen. Moment, machen wir anders. So, seht ihr das? Fischer, diese Jungs sehen mir nicht gerade japanisch aus. Die Anzüge sind an den Schultern besonders weit geschnitten. Die sind bewaffnet. Ja, schätze, die arbeiten für Displays. Sie versuchen vermutlich kein Aufsehen zu erregen. Ergibt Sinn. Doug hat ein Gespür dafür, wann man diskret sein sollte. Fischer, wir müssen herausfinden, mit wem sich Shetland trifft. Du musst in die privaten Büros gehen. Geh die Treppe hoch und versuch es nördlich von deiner Position hinter dem Empfang. Schon unterwegs. In die privaten Büros sollen wir nachschauen. Nördlich hinterm Empfang. Das schaut aus wie Empfang. Ich weiß zwar nicht, was du vorhast, aber du kommst da besser raus. Ach du Scheiße, was geht denn da ab? Scheinbar ist das ganze Badehaus vorher Wachposten. Ach, egal. Bin ganz froh, dass ich nichts gefunden habe. Jetzt kommt er noch. Jetzt, das hat er nicht, jetzt zuckt er. Hier ist nichts. Ich bin mir sicher, dass hier nichts ist. Ja, die Herren, jetzt kannst du euch mal wieder schleichen. Ich möchte mich da vorbei. Irgendwas stimmt hier nicht. Leute mal ein bisschen ablenken. Das ist überhaupt nicht gut. Jetzt kommt er da hinter. Gibt's das? Ach, egal. Bin ganz froh, dass ich nichts gefunden habe. Okay, du lässt dich nur verrückt machen. Vergiss es nicht. Was treibt denn der da um? Komm raus und hör auf, dich zu verstecken. Schön ruhig bleiben. Das war der Lichtschalter. Was gibt's? Mit mir zu spielen? Ha, das macht mir gar nichts. Medikit. Ich glaube, wir gehen da durch. Also Wachposten haben wir ja viel erinnert. Da müssen wir ganz schön aufpassen, dass uns den nicht erwischen. Und wir sind ja immer noch auf dem Weg nach Romert in die Privatbüros. Die müssten da mal normal irgendwo in der Nähe sein. Ist oben alles in Ordnung? Ja. Kann sein, dass sich noch ein paar Typen von den roten Nischin in den Privaträumen rumtreiben. Aber die wollte ich nicht stören. Wie sieht es vorne aus? Alles dicht. Ein LKW blockiert die Zufahrt und die Leute, die ihn ausladen sollten, habe ich in die Kaffeepause. Was ist los? So, jetzt sollte normal einer kommen. Da ist er doch. Und schon, da sind er sich. Aber da marschiert nur ein zweiter Mann. Woher kam dieses Geräusch? Aus der Rumpelkammer. Was? Das war der zweite. Und sonst haben wir keinen mehr. Schaut nicht so aus. Sicherheitskammer in den Privaträumen.
Der Schatten. Also oben sind auch noch Leute. Da haben wir sicher jetzt Zugang. Kamerasystem deaktivieren. Das brauchen wir nicht. So, dann schauen wir mal auf. Ich glaube, Nachtsicherheit brauchen wir im Moment nicht, weil es da eh so hell ist. Zur Hölle mit dir! Glaube ich nicht. Ich bin unschuldig. Er ist unschuldig. Hilfe! Fischer, pass auf den Alarm. Unschuldig? Wo ist denn der unschuldig? Wenn er einen Alarm auslöst. Pass auf, haben wir Gummigeschosse, Gasgranaten, Haftschock. Was ist das? Nix. Hab damit nichts zu tun. So, den macht keiner mehr faxen. So, ich kann mir vorstellen, da müssen wir rein. Wenn da schon so ein Codeblock ist. – 68 und 40 haben wir. Wie war die vordere Zahl? War Risiko. Hat aber hingehauen. Und weiter. Wir haben's. Shetlands Meeting findet in Kürze im privaten Badebereich auf der Rückseite des Badehauses statt. Mit wem trifft er sich? So wie es aussieht, sind die Jungs von den roten Nishin. Cohen hatte recht. Der Besitzer des Badehauses hat beste Verbindungen zur japanischen Unterwelt. Ich weiß nicht. Das klingt mir so gar nicht nach Shetland. Nun, solange wir nichts finden, das Gegenteiliges beweist, scheint mir das eine handfeste Spur zu sein. Ich sehe mich noch mal um. Hören Sie das Treffen von Shetland ab, bevor das japanische Kommando eintrifft, oder? War das richtig? Ihn festnimmt. Okay. Also Shetland treibt scheinbar... Oh mein Gott, bitte, nein! Was? Brauche... Verdammt, Fischer. Du hast einen Zivilisten umgebracht. Entschuldigung. Reiß dich etwas zusammen, Sam. Ach, wir haben wieder nicht gespeichert. Ja, Kruzifix. Ich weiß... Scheiße, was war das? Hey, ich brauche Hilfe! Wir müssen uns mal hochgewinnen, dass wir öfter speichern. (10) 191, 67. Pass auf, das war das da. Wir haben's. Shetlands Meeting findet in Kürze im privaten Badebereich auf der Rückseite des Badehauses statt. Mit wem trifft er sich? So wie es aussieht, sind die Jungs von den roten Nishin. Cohen hatte recht. Der Besitzer des Badehauses hat beste Verbindungen zur japanischen Unterwelt. Ich weiß nicht. Das klingt mir so gar nicht nach Shetland. Nun, solange wir nichts finden, das Gegenteiliges beweist, scheint mir das eine handfeste Spur zu sein. Ich sehe mich noch mal um. So, den kriegen wir aber da durch und dann mal speichern. Bevor wir aufs Schiff geht. Wie gerade eben. Und wir sollen in die privaten Baderäume oder so kommen. Was treibt denn er da? Bitte, nein!
Ja, der löst uns dann einen Alarm aus und die Lampen. Jetzt ist besser. So. Ja, wo sind eigentlich die privaten Baderäume? Mist, was war das? Da hinten. Das kann vielleicht die Tür da hinten sein. Den müssen wir uns schnappen. Vielleicht nicht unbedingt so, Die sollte... aber so ungefähr.